Freundliches und dann etwas sehr, sehr Böses, was Unhöfliches. Dobro vam večer, lepo da ste svi došli u arenu na Muzikantenstadel Festival i uživajte. War das schon beides? Das war eins. Jetzt soll ich was Böses sagen. Naja, jetzt hast du es verraten. Mit dir kann man gar nicht schwören. Sag mal jetzt was Böses. Ich bin gespannt, ob er sich traut. Ich sag was Böses. Du bist so ein Depp. Meine Damen und Herren, wir waren schon so oft gemeinsam auf Tournee. Auch nächstes Jahr gibt es wieder erst einmal das Album. Und jetzt, meine Damen und Herren, man hört es ja. Wenn man viele Lieder von Fantasy kennt, dann merkt man, dass ihr oft hier seid, dass die Wurzeln, deine Wurzeln hier sind. Da gibt es einen großen Hit von euch, dieses Weiße Boot. Das habt ihr... Biela barka sa jedrom na njoj, za tebe sam već tajno izgradio. Napisat ću tvoje ime na nju, ta bijela barka će biti naš dom. Ich finde das unfair uns gegenüber. Da. Nur übersetzt. Meine Damen und Herren, diesen Titel hören Sie jetzt in der Originalversion mit wunderschönen Bildern. Wo habt ihr das eigentlich gedreht? Rein zufällig hinter uns. Hinter uns in der Adria, Fantasy mit ihrem weißen Boot. Davon träume ich schon so lang. Nur mit dir auf dem riesigen Ozean in unsere Träume fahren, das wünsch ich mir. Ein weißes Boot mit nem Segel darauf. Segel darauf, hab ich für dich schon heimlich gebaut. Ich schreib ganz groß deinen Namen darauf. Ein weißes Boot wird dann unser Zuhause. Ein weißes Boot mit nem Segel darauf, hab ich für dich schon heimlich gebaut. Ich schreib ganz groß deinen Namen darauf. Ein weißes Boot wird dann unser Zuhause. Ein weißes Boot wird dann unser Zuhause. Ja, dann darf ich Ihnen jetzt ein bisschen was über Pula und diese wunderschöne Gegend erzählen und zeigen.
Mit knapp 60.000 Einwohnern ist Pula die größte Stadt Istriens und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Vor 7.000 Jahren haben sich hier die ersten Menschen angesiedelt. Und die Stadt selber ist über 3.000 Jahre alt. Die erste Hochblüte hatte Pula, wie es italienisch heißt, unter den Römern, die den perfekt geschützten natürlichen Hafen zu nutzen wussten. Heute sind noch Tempel und Teile der Stadtmauer erhalten. Und das alles zum Teil älter als 2000 Jahre. So wie unser Amphitheater, in dem wir heute Abend zu Gast sein dürfen. Und einmal im Jahr werden wir zurückversetzt in diese Zeit. Vor 2000 Jahren fanden da Gladiatorenkämpfe statt. Und das passiert hier in Pula, in dieser Arena, einmal im Jahr. Ja, hier am Forum sieht man am besten 20 Jahrhunderte Architektur. Man braucht sie nur einmal drehen und hat hier zum Beispiel römisch, das sieht man sofort. Das ist italienisch-bürgerlich von damals. Und da hinten diese drei Häuser sehr schön venezianisch. Und wenn wir uns in der Geschichte noch ein Stück in diese Richtung drehen, das ist tatsächlich altösterreichisch. Um 1800 kam nämlich nicht nur Venedig, sondern auch Istrien und somit auch Pula zu den Habsburgern. Den größten Aufschwung erlebte Pula nicht zuletzt, weil dieser kleine Naturhafen zum größten Kriegshafen der K&K Marine wurde. Da lebten 1850 gerade mal 1000 Menschen hier in Pula und schon 1910 waren das 58.000. Und diese Bauten prägen heute noch das Stadtbild. Wenn Sie wollen, den Geist der Donaumonarchie gibt's auf dem alten Marinefriedhof zu spüren. Da sind Namen und Inschriften in allen erdenklichen Sprachen zu sehen. Übrigens, diese 1856 gegründete Werft ist immer noch in Betrieb und ein wichtiger Arbeitgeber der Region. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte Istrien zu Italien. Und noch heute ist Italienisch die zweite Amtssprache. Nach 1947 war Istrien bei Jugoslawien, um heute in Kroatien anzukommen. Sie sehen also, dieses wunderschöne Fleckchen Erde, das wollten einfach alle haben. Die Regierungen haben gewechselt, aber die Lebensfreude und die Freundlichkeit der Menschen, die ist immer hier geblieben. Pula ist der ideale Ausgangspunkt, um das schöne Istrien zu erkunden. Naja, und hier hinter mir in der Fischhalle gibt es die Spezialitäten aus dem Meer. Ja, und was die Region zu bieten hat, das bekommen Sie alles hier auf dem Markt. Es riecht und schmeckt und schaut alles dober dan. Ja, neben Kultur, Action und Wandern bietet Istrien natürlich noch eins. Wunderschöne Buchten, wunderschöne Strände. Hier kann man sich's gut gehen und die Seele baumeln lassen. Und wir gehen jetzt alle schwimmen. Alle, die diesen Film gedreht haben. Hosen runter und einer ins Wasser. Ohne euch. Trauer. Eine. Ein Riesenapplaus, oder nicht? Das war mein letzter Stadtfilm beim Musikantenstadl. Ich bedanke mich beim Team, dass es mich nicht wirklich ins Wasser hineingeschmissen hat. Im Wasser, da ist dieser Mann zu Hause. Das ist ein Olivenbaum, den benutzen wir, um dieses Netz dran zu hängen. Und der Mann, der dieses Netz gerade fischt, was glaubst du, was der vom Beruf ist? Natürlich Fischer. Mauro, herzlich willkommen, das ist ein Applaus. Guten Abend, Mauro. Servus, Sandy. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe gerade erklärt, zu Hause hast du keinen Olivenbaum, da hast du das woanders hängen. Aber Fischernetze müssen repariert werden, weil ein Auto drüber fährt. Nein. Nee. Weil? Weil Fische sollen repariert werden, weil die Fische, Meeresfrüchte, Steine im Meer, Delfine natürlich auch, machen das Netz kaputt. Und deswegen müssen wir jeden Tag reparieren.
Aber ihr fangt da keine... Achso, die Delfine schnappen nach den Fischen und beißen dann das Netz kaputt. Ja, ja. Und ich, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, ich wusste nicht, dass das Handarbeit ist. Dass man das, kann man nicht kaufen oder nicht irgendwo mit Maschine machen, das muss man mit der Hand machen. Mit Maschine bekommen wir also fertige Netze, aber wir müssen selber machen. Aber Hier reparieren? von 3 verschiedenen Netzen ist eingemacht. Und das muss jeder Fischer selber machen. Das gibt keine Maschine bis jetzt. Das heißt aber, du was hast ich weiß. Ersatznetze oder mehrere Netze, dass wenn eins kaputt ist, fährst du mit den anderen raus. Und du hast mir erzählt gestern Nachmittag, dass es so wie beim Obst so Jahreszeiten gibt, in denen man bestimmtes Obst pflückt. So ist das auch bei den Fischen. Ja, natürlich. Bei den Fischen ist also wie bei Obst, wie bei Früchten, alles ist richtige Zeit. Jede Frucht hat seine Saison, natürlich. Und so Reifen auch? Oder da sind die dann groß genug zum Fischen und so? Und dann, Ja, was fängst du denn im Moment? Jetzt im Juni? Jetzt im Juni. Setzunge, aber sehr wenig, weil es jetzt keine richtige Ist Zeit. keine Saison? Ja, ist Okay. keine Saison, das ist schon im Herbst. Aber Setzunge habe ich gesagt, also Merlan, Goldbrase, Seebarsch, Goldbrase ist jetzt Saison und einige also Krebse. Und diese Sachen, die du rausfischst, die verkaufst du dann nicht irgendwo an eine Großkette, die verkauft ihr selber bei euch im Laden, oder? Ja, bei uns in unserer Fischerhütte und im Fischermarkt in Porridge. Wie weit ist das denn weg von hier? Ungefähr 50 Kilometer. Wie heißt der Ort? Vabriga, zwischen Porridge und Novigrad. In Paprika. Nein, in Vabriga. Vabriga, Entschuldigung, in Vabriga gibt es auch Paprika und die Fische von Mauro. Dann habe ich mir noch eine Frage. Du sprichst sehr gut Deutsch. Warst du dafür lange in der Schule? Weil ich kann es heute noch nicht. Ich war nicht so lange in der Schule, aber ich habe viele Freunde gehabt. Viele Freunde aus Deutschland, Österreich, natürlich aus der Und Schweiz. dadurch hast du so... Natürlich viele Freunde, Gäste und Cool. unsere Touristen natürlich. Ja, die deutsch sprechenden Touristen, Ja. die kommen dann mit ihrem Ehepartner dann zu euch, kaufen den Fisch. Ich dachte ja, Fischer, wenn sie immer aufs Meer hinausfahren, die sind einsam und die sind nicht verheiratet. Du bist verheiratet. Muss ich ehrlich sein? Du musst ehrlich sein, deine Frau guckt zu. Okay, dann. Sehr lange Zeit. Also Wie lange? 40 Jahre. 40 Jahre. Riesenapplaus für deine Frau, dass sie es mit dir so lange ausgehalten hat. Mit dem Mauro. Das heißt, du weißt, was es bedeutet, eine glückliche Ehe zu führen. Ja. Ich sage Dankeschön, dass du kurz hierher gekommen bist, uns das zu erzählen. Wir sehen uns bestimmt in Vabriga, nicht in Paprika. Nicht in Paprika. Und ich sage Dankeschön, dass du heute hier bist. Meine Damen und Herren, Mauro. Sretno. Sretno. Ja. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht gefangen werde in diesem Fischernetz. Ja, meine Damen und Herren, ich habe jetzt fast 9 Jahre Musikantenstadel hinter mir. Mein Publikum hat mich die ganzen Jahre umarmt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Diese Umarmung wird jetzt gelöst, aber ich falle in die Arme meiner geliebten Frau, für die ich dieses Lied singe.